Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen, sage ich jetzt mal, des Hauses Bartleby und gleichzeitig in dem Fall auch des Organisationskomitees des Kapitalismus-Tribunals und auch im Namen unseres Gastgebers heute Abend oder morgen des Hauses, dem Haus der Kultur der Welt. Und ich werde zunächst Ihnen jetzt einmal vorstellen, was das Kapitalismus-Tribunal ist, was das soll, welchen Hintergrund es hat. Und wie Sie sehen, sind wir viele. Wir haben gestern und heute werden wir auch des Weiteren die Prozessordnung besprochen, aber dazu erzähle ich gleich mehr. Das sind ein Teil der Unterstützer, mit denen wir jetzt diese Prozessordnung heute auch konstituieren, sozusagen schließen werden, finalisieren werden. Soweit vorab. Menschen geben sich Regeln, um die Grundlagen ihres Miteinanders abzustecken, um in Konfliktfällen eine Basis zu haben, auf die sie zurückgreifen können. Diese Spielregeln sind keine Naturgewalten. Sie sind nicht Gott gegeben. Ökonomische Spielregeln beruhen immer auf konkreten Rechtsetzungen durch den Menschen. Auf dieser Basis von Rechtsetzungen handeln Millionen und Milliarden von Mitmenschen. Auf Basis dieser Regeln entsteht die Wirkung des Zusammenlebens letztendlich. Die Erzählung von Wohlstand und Glück durch den Kapitalismus scheint jedoch jedenfalls abgelaufen zu sein. Immer mehr Menschen beobachten zunehmende Unfreiheit und Ungleichheit hierzulande an den Grenzen Europas und weltweit. Die allgemeine Verarmung hatte auch in Europa ein unübersehbares Niveau erreicht. Und während eine Erfolgsmeldung nach der anderen verkündet wird, stehen ganze Generationen vor dem Nichts. Gleichzeitig werden die Schädigungen des Planeten durch das ökologische Desaster unumkehrbar. Wir fragen, wer ist dafür verantwortlich? Wer wird dafür bezahlen? Wer handelt wo wieder besseres Wissen? Auf welche Regeln berufen sie sich? Und warum wird geltendes Recht zu einem Unrecht? Und wann wird geltendes Recht zu einem Unrecht? Auf diese Fragen gab es in der Geschichte Antworten. Verbrechen des Faschismus zum Beispiel mündeten in die Nürnberger Prozesse. Die Funktionäre des Mittelbaus wurden in den Wilhelmstrassenverfahren vor Gericht gestellt. In den Russell-Tribunalen wurden etwa die Kriegsverbrechen des Vietnamkriegs beurteilt. Alles ist den drei Beispielen gemeinsam. Die Angeklagten hielten sich in der Zeit ihrer Verbrechen an geltende Regeln. Sie verhielten sich gesetzeskonform, sie befolgten geltendes Recht. Im Recht selbst war also das Unrecht angelegt. Die Regeln und Gesetze waren falsch. Aufgabe des Gerichtes war es nun, festzustellen, ob die Beklagten auch schuldfähig seien, ob sie intelligent genug, unabhängig genug, gebildet genug und urteilsfähig genug waren, um das durch sie ausgeübte Unrecht zu erkennen. Denn wenn sie das waren, hätten sie dem Unrecht zuwiderhandeln müssen. Sie hätten die Gesetze brechen müssen, um sich gegen das Verbrechen aufzulehnen. Doch meistens waren sie der Ansicht, dass die Regeln, unter denen sie lebten und handelten, alles in allem ganz richtig waren. Teils hatten sie befürwortet oder daran mitgewirkt. Und wo sie einmal doch Zweifel an sich oder den Grundlagen hatten, sagten sie, das sind eben die Regeln, das sind die Gesetze, ich darf ja gar nichts dagegen tun. Geltendes Recht und Rechtsempfinden treffen heute auseinander, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Analytische und kontrollierende Instanzen sind in der neoliberalen Epoche systematisch an den Rand gedrängt worden. Dazu zählen die Justiz, die Parlamente, die unabhängige Wissenschaft und auch der Journalismus. Das Wissen über Ursachen und Wirkungen kapitalistischer Ökonomie ist eklatant zurückgegangen. Alles scheint irgendwie ein Rätsel zu sein, die Verzweiflung äußert sich jedoch eher ungerichtet. Am Ende der neoliberalen Epoche steht also ein Tribunal. In der Tradition überpositiver Gerichtshöfe. Das Alte kommt an ein Ende, das Neue ist noch nicht bekannt. Um zu ermitteln, was in einer künftigen Ökonomie nie wieder geschehen darf, muss die alte aufgearbeitet werden, um aus dem Versagen der Spielregeln in Vergangenheit und Gegenwart für die nahe Zukunft zu lernen. Erste Grundlage des Tribunals stellt dabei der Forschungsbericht Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome von 1972 dar. Alexander Stehfels, Executive Director des Club of Rome, ist auch da, ist in der Stadt, war auch gestern dabei, ist jetzt allerdings noch im Auswärtigen Amt, vielleicht kommt er später noch dazu.
Ansonsten muss ich ihn an dieser Stelle kurz vertreten und entschuldigen. Aber der Club of Rome unterstützt das Tribunal von Beginn an konzeptuell und begleitet es. Auf kapitalismustribunal.org oder capitalismtribunal.org kann seit dem 1. Mai 2015 jeder lebende Mensch Anklage einreichen. Das haben auch schon rund 190 Menschen getan. Ihre Bandbreite reicht von wissenschaftlicher Expertise bis erlebtem Alltag. Das ist auch willkommen, das ist auch gewollt. Und letztendlich, ja, können Sie einfach auf kapitalismustribunal.org gehen und das Formular für Ihre Anklageschrift nutzen. Alles sehr einfach, alles sehr zugänglich. Und ja, Ihre Anklage kann ganz leicht aus dem eigenen Erleben geschöpft werden. Es werden da keine literarischen Wunderwerke von Ihnen verlangt. Und die Sprache der derzeitigen Rechtswissenschaft wäre sogar eher hinderlich. Schreiben Sie auf, was Sie erlebt haben, wo sind Regeln und Gesetze schädlich für Sie gewesen. Was ist daran falsch und was ist daran verallgemeinerbar? Was wissen Sie über die ökologische Katastrophe? Welche Kenntnisse haben Sie davon? Dann klagen Sie an. Welches Rechtsempfinden haben Sie im eigenen Alltag? Wo bemerken Sie die Ungerechtigkeit am eigenen Leibe, im eigenen Leben, im Job, in Ihrer Mietswohnung, im Steuerrecht, in der Organisation des Staates und der Wirtschaft? Was ist der Stand der Wissenschaft? Welche Erkenntnisse haben wir? Wer handelt wo wieder besseres Wissen? Schreiben Sie es auf und nennen Sie, wo es möglich ist und nachvollziehbar ist, auch Namen. Es geht hier nicht um die richtige Meinung, sondern um das überzeugende Argument. Das Kapitalismustribunal ist eine letztendlich zivilgesellschaftliche Initiative, die mittels und innerhalb einer fairen Verhandlung den Versuch unternimmt, das wachsende Unbehagen, die Beschwerde, die Kritik zu systematisieren. Kein Schauprozess, sondern ein Überblick über die Divergenz von geltenden Rechtsnormen und Rechtsempfinden. 3 Vorverhandlungen zu dem Zweck einer Bestandsaufnahme haben wir in Berlin schon vollzogen oder gehabt im Heimathafen Neukölln, jeweils in die 3 Themenkomplexe aufgeteilt: Ökologie, Ökonomie und Recht. Falls jemand dort war, super, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, kann man die auch noch unter dem Vimeo-Kanal vom Kapitalismustribunal nachsehen. Da haben wir uns jeweils Experten eingeladen zu den jeweiligen Themen, um eben eigentlich mittels sokratischer Fragetechnik einer Bestandsaufnahme der jeweiligen Bereiche zu schaffen. Unter Einbeziehung von Rechtshistorikerinnen wiederum haben wir uns in den letzten Wochen stark mit dieser Prozessordnung, die wir eben jetzt hier bei dieser Konferenz im Haus der Kulturen der Welt final besprechen, beschäftigt. Diese Prozessordnung haben wir im sogenannten Potsdamer Konzil erarbeitet. Und die Prozessordnung wird letztendlich festlegen, wie in einem fairen, dialektischen Verfahren möglichst alle Argumente gewichtet werden können. Die Verteidigung wird mit den gleichen Mitteln und Kenntnissen ausgestattet. Sie hat gleiche Rechte und die Verteidigung genießt den gleichen Respekt für die Anklage. Sie erfüllt in diesem Prozess eine wichtige Aufgabe, nämlich am Ende einer Verhandlung weise und fair über Schuld, Die Versammlung erfüllt in diesem Prozess eine wichtige Aufgabe, nämlich am Ende einer Verhandlung weise und fair über Schuld oder Unschuld zu entscheiden und für den Fall einer Verurteilung das richtige Maß finden zu können. Das Statut des Tribunals legt in Artikel N fest, dass die Todesstrafe abgeschafft bleibt. Die Anklage bündelt die eingegangenen Anklagen letztendlich zu 28 Generalfällen. Das ist momentan jedenfalls unser Ziel, vielleicht werden es auch weniger. Das werden wir jetzt auch vielleicht sogar heute schon festlegen. Und jede Anklage wird im Zuge des Prozesses vorkommen. Jede Anklage wird gelesen, veröffentlicht und subsumiert, sofern sie dem Statut des Tribunals entspricht, was online einsehbar ist. Keine Anklage wird übergangen. Die Richterinnen führen und moderieren das Verfahren. Die Versammlung entscheidet möglichst im Konsensverfahren. Die Versammlung entscheidet und die Jury legt das Strafmaß fest. Das Gericht
Genau, und schließlich wird am Ende dieses Kongresses hier jetzt im Haus der Kultur in der Welt die Prozessordnung proklamiert, beziehungsweise am Ende dieser Proklamation werden wir die Präambel zumindest schon mal verlesen und die fertige Prozessordnung werden wir in den nächsten Tagen ins Netz stellen. Und das Gericht arbeitet so, dass die Fälle vorbereitet werden, Zeugen eingeladen werden, Beweise vorgelegt werden können, Anklagen können selber vertreten werden oder auch advokatorisch übernommen werden. In den öffentlichen und frei zugänglichen Wiener Prozessen werden in Rede und Gegenrede die wesentlichen Argumente ausgetauscht. Das Kapitalismustribunal garantiert einen fairen Umgang, auch mit Verurteilten. Das derzeit geltende Recht und Rechtsnormen stehen selbst im Kern der Ermittlungen. Also letztendlich wieder die Fragen, wo wird Recht zu Unrecht? Wer handelt wo wieder besseres Wissen? Und was kann zur Entlastung vorgetragen werden? Der Gerichtshof tagt öffentlich eine Woche im Frühjahr 2016. Alle Verfahren werden europaweit übertragen. Und aus den 28 Grundsatzurteilen letztendlich des Kapitalismustribunals wird eine Diskussionsplattform erstellt, auf der öffentlich diskutiert wird, wie die Grundsatzurteile verallgemeinerbar, anwendbar und zweifelsfrei ausvermittelt werden können. In Folge wird dann eine Wiener Deklaration, eine neue Grundlagesystematik festhalten und in 4 Sprachen veröffentlicht. Der Text besitzt Grundlagencharakter und wird unmittelbar gültig und für jeden Menschen anwendbar. Er wird verständlich und ausgewogen formuliert sein. Die Erklärung wird letztendlich keine kohärente Ideologie in irgendeiner Weise abbilden, sondern lediglich ausschließen, was in einer künftigen Ökonomie nie wieder geschehen darf oder was ein Verbrechen ist. Sie wird außerdem erklären, was jedem Menschen als ein Teil am Planeten immer zusteht. Sie wird Aussagen über Wirtschaftsabläufe und die Dimension des Eigentums treffen. Sie wird erstmals die Rechte zukünftiger Generationen berücksichtigen und Individualrechte formulieren. Und das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in dem Sinne erklären, dass sie ausschließt, inwieweit eine Ökonomie in das Leben des Einzelnen eingreifen darf. Sie wird keine Wachstumsziele festlegen oder übergeordnete positive Handlungsanweisungen beinhalten. Sie wird also nicht moralisieren in dem Sinne, das Individuum in seinem unmittelbaren Bereich zu beschneiden. Vielmehr weitet sie den Begriff der Würde des Menschen aus und kann universell und konkret angewendet werden in ökonomischen Fragen des Alltags, in Handels- und Tauschverhältnissen und bei Fragen der Reichweite des Eigentums. Sowie geht es zugewinst bei ungleichen Vertragsverhältnissen. Sie definiert Widerstandsrechte und auch rückwirkende Ansprüche bei Schädigungen, die bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung durch das Kapitalismustribunal angewendet wurden, sowohl in individueller wie auf die Natur in ihrer Gesamtheit gerichteten Fragen. Sie ist letztendlich also ein neuer, überpositiver Rechtstext mit dem Anspruch auf universelle Anwendbarkeit ab diesem Datum. Das kennen wir nämlich jetzt auch schon vom 1. bis 12. Mai in Wien. In diesem Zeitraum wird sich die Gerichtswoche in Wien abspielen. Herzlichen Dank soweit. Ganz am Ende können Sie eine Frage stellen. Jetzt würde ich Volker Lösch. Ja, guten Morgen, mein Name ist Volker Lösch, ich bin Regisseur, beschäftige mich seit vielen Jahren mit Spielarten oder vielleicht besser formuliert Abarten des Kapitalismus, konkreten, vor Ort bemerkbaren sozialen Ausprägungen des Kapitalismus. Und mich interessiert das Kapitalismustribunal natürlich auch aus theatralen Gesichtspunkten, da es eine öffentliche Veranstaltung ist. Und ich glaube, diese Veranstaltung in der Öffentlichkeit ist eine große Chance, um die Möglichkeit zu eröffnen, einen längst überfälligen Diskurs anzuschieben, auf breiter Basis anzustoßen, die Diskussion über unser System, insbesondere in seiner destruktiven ökonomischen Ausprägung. Die am Anfang der 70er Jahre durch den Club of Rome die Grenzen des Wachstums damals mit einer sehr einfachen und griffigen, heute noch gültigen und immer noch präsenten Form auf den Punkt gebracht geworden ist und ins öffentliche Bewusstsein gerückt worden sind, so möchten wir oder das Kapitalismustribunal fast 50 Jahre später, da diese Grenzen jetzt erreicht sind und bereits überschritten sind, als Kapitalismustribunal die Systemfrage stellen.
die Systemfragen, die auch in meinen Theaterarbeiten immer gestellt werden und immer eigentlich auf einen ähnlichen Befund treffen. Das ist das Erschreckende, obwohl das alles in verschiedenen Städten stattfindet und in verschiedenen Themen stattfindet, kommen wir eigentlich immer wieder auf den Befund, dass wir letztlich in einer zutiefst unsolidarischen Gesellschaft leben, in der jeder gegen jeden kämpft, in der die permanente Beschäftigung mit sich selber, die Rituale der Abgrenzung und das Kämpfen um die wenigen guten Plätze, die immer weniger werden, nur noch mal auf das Private fokussiert, und das hat dann noch den negativen Beieffekt, dass für gesellschaftliches Engagement, für Teilhabe an Demokratie überhaupt keine Zeit mehr ist, kein Platz mehr ist, es fehlt einfach schlicht auf die Lust daran. Insofern könnte man heute sagen, dass auch Heiner Müller recht gehabt hat mit seinem Diktum, als er beschrieben hat, dass Selektion das Prinzip heißt. Wir sind jetzt angekommen bei der immer ungleicher und ungerechter werdenden Gesellschaft, und das Benjamin-Sprachbild aus dem berühmten Aufsatz Kapitalismus als Religion am Anfang des letzten Jahrhunderts ist insofern jetzt schon traurige Realität geworden. Die sogenannte, wenn man es mit heutigen Worten noch lebender Politiker erklären möchte, marktkonforme Demokratie ist inzwischen Allgemeinplatz und gelebte Praxis einer von allen verinnerlichten Wachstumslogik geworden. Insofern geht es jetzt nicht mehr um die Grenzen des Wachstums, sondern es geht um die Grenzen des Kapitalismus. Stellt unser System des ökonomisierten Lebens, des grenzen- und schamlosen Kapitalismus für diesen Planeten überhaupt noch eine Option dar? Oder muss es nicht radikal verändert werden, um ein gutes und menschenwürdiges Leben für möglichst viele oder für möglichst alle im besten Sinne bereitzuhalten? Und die Anklagen und Verteidigungen im Rahmen des Kapitalismustribunals werden darauf sicherlich eine Antwort geben. Dankeschön. Ja, danke schön, Lili Fuhr. Ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung und bin da für internationale Umweltpolitik zuständig, befasse mich also viel mit Klimapolitik, aktuell vor allem. Ich engagiere mich persönlich für das Kapitalismustribunal, wir unterstützen das aber auch als Heinrich-Böll-Stiftung und vor allem bezogen auf eine spezifische Klage. Das ist die Nummer 153, es gibt ja schon sehr viele. Und zwar ist es die, die sich mit der Klimaverantwortung der fossilen Konzerne befasst. Wir arbeiten da mit einer Organisation zusammen, die heißt Climate Justice Program. Den Anwalt Steve Leonard, den haben Sie eben schon im Video gesehen, das war der mit dem charmanten australischen Akzent. Die Arbeit die wir da machen, basiert auf einer Recherche, er hat die auch erwähnt, zu den sogenannten Carbon Majors. Das sind die 90 größten Produzenten von Kohle, Öl und Gas weltweit. Das sind private Konzerne, aber auch staatseigene Betriebe, die eben zusammen seit Beginn der Industrialisierung für 2/3 der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. So, uns geht es darum, die Frage von Klimagerechtigkeit, in der bisher irgendwie alle ein bisschen verantwortlich sind, vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen, es gibt aber einige, die sind ganz besonders verantwortlich und die kann man auch benennen. Da stoßen wir aber in unserer konkreten politischen Arbeit, also auch ich in meinem Arbeitsalltag bei der Heinrich-Böll-Stiftung, in aktuellen politischen Prozessen, wie zum Beispiel den Klimaverhandlungen, immer wieder an Grenzen. Es gibt beispielsweise auch tatsächlich schon Klagen, die versuchen, das Recht, wie es existiert, auszunutzen. Es gibt beispielsweise einen peruanischen Hausbesitzer, der jetzt RWE verklagt, um einen Teil des Geldes zu bekommen, was er braucht, um Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen, weil ein Gletschersee überläuft in der anderen Region, in der er lebt. Und er beruft sich auf diese Carbon Majors Recherche. Er hat jetzt gerade vor kurzem in Essen Klage eingereicht. Also es gibt das, aber es gibt so viele potenzielle Leute, die Klage einreichen könnten. Es gibt so viele Opfer des Klimawandels, es gibt aber ein paar wenige ganz klar Verantwortliche. Und weil wir da immer wieder in unserer politischen Arbeit an Grenzen stoßen, Klimagerechtigkeit tatsächlich durchzusetzen, interessieren wir uns ganz besonders für neue Darstellungsformen und auch neue Orte der politischen Auseinandersetzung, wie eben dem Kapitalismustribunal, und deshalb bin ich auch heute noch hier und erst ab morgen beim Klimagipfel in Paris. Wer möchte? Lukas Franke vom Werk X, aber ja, hier studiert er in Berlin. Werk X, ein Theater in Wien. Genau, ich vertrete hier das Werk X in Wien als einen der oder einen der Veranstaltungsorte vielmehr. Und wir versuchen in unserer Arbeit dort als roten Faden nicht nur über die Verwerfungen des Kapitalismus zu sprechen oder die Verwerfungen sichtbar werden zu lassen, sondern auch die Widersprüche aufzuzeigen und zu dekodieren. Und als ihr auf uns zukamt, ob wir unsere Örtlichkeiten dafür
zur Verfügung stellen würden, haben wir uns von dem her sehr gefreut. Der Ansatz, über diese Klagen eben genau solche Widersprüche aufzeigen zu können, erschien uns schnell einleuchtend und ja, so freuen wir uns, hoffentlich dazu beitragen zu können, dass es eine Art Gegenöffentlichkeit oder eine Art Gegenöffentlichkeit vielleicht zu verbreitern und dieser Systemfrage eben einen Raum geben zu können. Vielen Dank. Hallo, liebe Pauli. Ja, ich vertrete keine Institution. Kapitalismuskritik hört sich nicht so gut an, jetzt als schlechte Presse hört sich nach 68 als ganz alt und wird meistens mit Neid und Ressentiment assoziiert. Und was ich da interessant finde an dieser Initiative ist, dass es darum geht, eben einen Raum zu eröffnen, der frei von Neid und Ressentiment ist, sondern es geht darum, Menschen die Gelegenheit zu geben, statt zu jammern, sachlich und unaufgeregt anzuklagen. Das heißt praktisch also weg von der Opfersituation und eine sachliche Anklage, die, weil es reicht nicht festzustellen eigentlich, dass aus diesem Spiel Menschen ausgeschlossen sind, sondern es geht darum, also das Spiel selbst in Frage zu stellen, seine Absurdität und seine selbstzerstörerischen Natur. Und vor allem, es wird immer erzählt als Erklärung für Kapitalismus, dass wir alle nach unseren egoistischen Interessen handeln. Und da wird die Gelegenheit angeboten, sich das zu prüfen. Handeln wir wirklich alle nach unserem eigenen Interesse oder werden wir nicht, ganz im Gegenteil, total masochistisch gegen unsere Interesse eigentlich getrieben, und zwar Privatinteresse wie Kollektivinteresse. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Privat- und Kollektivinteressen? Das alles kann in diesem Raum, in diesem Zusammenhang in Frage gestellt werden. Und also, das ist zumindest meine Hoffnung. Hallo, ja, ich stehe für das Gut Wien. Gut ist ein Theater im Künstlerhaus am Karlsplatz, Ludwigs 1972 gegründet und gleich neben der Club of Rome. Und Brut ist ein Ort, der offen ist für Experimente, für Experimentelles und auch interessiert daran, Gesellschaft nicht nur zu reflektieren, sondern auch Verhandlungsräume zu eröffnen. Und deshalb ist das Kapitalismustribunal für mich sehr wichtig, denn es hat in meinen Augen die Möglichkeit, Kapitalismus in einer Art und Weise zu analysieren und zu verhandeln, die Machtstrukturen offenlegt, Verantwortung benennt und vor allem Instrumente entwickeln wird, die Empowerment und politischen Wandel ermöglichen. Deshalb ist Gut Wien sehr gerne Partnerin vom Kapitalismustribunal. Ich verspreche hiermit, dass wir das mit aller Kraft unterstützen, dieses Projekt. Nun Martin Meyer von Attac Österreich. Ja, wie wir schon gehört haben, eine radikale Änderung der Art und Weise, wie wir zusammenleben, ist absolut notwendig. Und gerade der Klimagipfel in Paris und die vergangenen 20 COPs haben gezeigt, dass Menschen wieder die Verantwortung für ihre Gegenwart und Zukunft selbst in die Hand nehmen müssen und nicht an Politikerinnen oder transnationale Konzerne delegieren können. Allerdings ist so ein Übernehmen von Verantwortung auch sehr voraussetzungsvoll und ich denke, gerade das Kapitalismustribunal ist eine Gelegenheit, sich in diese Diskussion einzubringen, eine Möglichkeit, sich selbst zu ermächtigen und Verantwortung zu übernehmen und im Rahmen des Tribunals eben fair festzuhalten, wo die Probleme des Systems sind und diese Erkenntnisse dann auch an den vielen Orten, wo wir gemeinsam an Alternativen zum vorherrschenden System arbeiten, zur Verfügung zu stellen. Und deswegen interessieren wir uns als Attac Österreich für das Kapitalismustribunal. Ja, und heute abschließend zumindest hier in der Riege der Unterstützer Louis Klein, Herausgeber der Agora 42.
The invisible hand is not your friend. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich stehe hier als Mitherausgeber der Agora 42. Das ist ein vierteljährlich erscheinendes philosophisches Wirtschaftsmagazin. Und unser Anliegen ist es, schwierige Themen, kritische Themen, Tabuthemen der Wirtschaft über den philosophischen Diskurs zu artikulieren, besprechbar zu machen und den wirtschaftlichen Diskurs wieder zur Verfügung zu stellen. Vieles kann innerhalb der Wirtschaft nicht gesagt werden, kann dort nicht weitergedacht werden. Um wieder handlungsfähig zu werden, braucht es einen erweiterten Diskurs. Deswegen unterstützen wir auch das Kapitalismus-Tribunal. Selbstorganisation ist nicht notwendigerweise gut. Wir haben in unserer westlichen Wertewelt uns daran gewöhnt, Selbstorganisation, freie Märkte nicht weiter zu hinterfragen und positiv zu bewerten. Wir haben naiv vergessen, Verantwortung zu übernehmen für die Regelwerke, die das in die Welt bringen, worunter wir heute leiden, worunter wir heute wirtschaften, arbeiten und unser Leben führen müssen. Die Frage ist, könnte es anders sein und wie könnte es anders sein? Unserer Meinung nach gelingt das nur, wenn wir neue Perspektiven einnehmen, zu einer neuen Sprache finden und neue Narrative in die Welt bringen, um den gesamtgesellschaftlichen Diskurs, Wirtschaft und Politik an der Stelle weiterzubringen. Das Kapitalismus-Tribunal hat die ganz großartige Chance, dass wir den Kapitalismus, das, was dort geworden ist, durch unseren Beitrag in sich und seiner Gewordenheit anschauen können, ohne uns in den Debatten der Ideologie zu verlieren. Das heißt, die Systemfrage zu stellen und nach innen zu schauen und nicht vorschnell mit neuen Entwürfen und alternativen Optionen dort zu Werke zu gehen, sondern erstmal in die Analyse zu gehen und zu schauen, was ist da schiefgelaufen, wie konnte unser Beitrag, wie konnte unser gutes Wollen dazu führen, dass wir heute den Kapitalismus als das erleben, als das wir ihn erleben müssen. Deshalb unterstützen wir das Kapitalismus. Dankeschön. Nun doch noch interaction. Also für ihn, beziehungsweise wir freuen uns sehr, dass er nicht nur Unterstützer, sondern auch Teil des Organisationsteams geworden ist. Jetzt insbesondere wird er demnächst dann dafür zuständig sein, als internationale Partner dafür zu gewinnen und auch entsprechend dann für die Anklageteams und so weiter Gruppen aus dem globalen Süden zu akquirieren, zusammen zu aktivieren. Und du wolltest jetzt auch noch was sagen? Doch. Not so much. My name is Fatou Yaragay. I started taking part in this symposium after the first plenary, which we had a conversation in Heimathafen on ecology. And what I found out in the first plenary discussion was that there was a lot of highbrow analytical conversation and intellectual discussion, whereas what's happening is happening as we speak. The livelihoods being destroyed, the third world's existence and survival is threatened to annihilation because the system that we have as it stands is not sustainable. It's not for the use of the people that live in sub-Saharan Africa, Asia, and Latin America. And I want to be part of the intellectual and the emotional debate in that it's not working for everybody. And therefore, since then, I've been taking part in these discussions. And for now, there's not much to say. Fragen widmen wollen, verließ Jörg Petzold noch die Präambel der Prozessordnung, die wir heute beschließen wollen. Da der Mensch seit 1972 das Wissen von den Grenzen des Wachstums hat, da diesem Wissen seither systematisch zuwidergehandelt wird, da die gewohnte Repräsentation seit 4 Jahrzehnten und 3 Jahren versagt,
Da es bei den Grundlagen des menschlichen Lebens auf dem Planeten keine zwei Meinungen geben kann, da der Mensch nur diesen einen Planeten hat, da dieser Planet allen Menschen gleichermaßen gehört, da der Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie unabweisbar ist, da ökonomisches Handeln immer auf konkreten Rechtsetzungen durch den Menschen fußt, da diese Rechtsetzungen selbst zu Unrecht werden, wo sie unerträglich ungerecht sind, da zukünftige Generationen noch niemals Rechte hatten, da das Gesetz immer menschengemacht ist, da es den freien Willen gibt, da individuelle Entscheidungen allein keine Abhilfe schaffen, da das Verbrechen allzu oft legal und die Kämpfe der Entrechteten allzu oft illegal sind, da geltendes Recht und Rechtsempfinden immer weiter auseinanderklaffen, da immer mehr Menschen zunehmende Unfreiheit und Ungleichheit beobachten, da Stagnation und Niedergang um sich greifen, da die Resignation der Menschen spürbar ist, da die Ökonomie tief in das Leben jedes einzelnen Menschen eingreift, da die ökologische, ökonomische und soziale Schuld systematisch auf die Zukunft abgewälzt wird, da wahnhaft großes Eigentum unverträglich ist, da ein Drittel der Menschheit noch immer in Armut oder absoluter Armut gehalten werden, da das Wissen von den Folgen gegenwärtigen Wirtschaftens vorhanden ist, da ökonomische Spielregeln keine Naturgewalten sind, da nichts total werden darf, da wir ein brauchbares Europa wollen, da eine andere Abhilfe nicht möglich ist, konstituiert sich das Kapitalismustribunal, um die Verbrechen des europäischen Kapitalismus in einem fairen Verfahren aufzuklären, damit aus dem Versagen der Gesetze in Vergangenheit und Gegenwart für die unmittelbar bevorstehende Zukunft gelernt wird. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Ja, dann soweit herzlichen Dank. Das war jetzt insofern der offizielle Teil, dass wir das Ganze öffnen wollen möchten, wenn Sie dann auch wollen oder möchten, nämlich Fragen stellen.